Fröhlich, munter und fröhlich. Was? Fröhlich, munter, fröhlich? Was für ein Einstieg war. Geht's weiter hier beim Let's Play zu Pokémon Sonne Mond. Heute gehen wir in den Schattendschungel, denn ich will zum einen natürlich mal Domi trainieren, wie bereits öfters erwähnt. Und dann, oh, das Pokémon vorne. Dann vor allem auch bald mal, wenn es irgendwie geht, mal einem Pokémon einen Spitznamen geben. Irgendwas, wo ich sage, ja, passt. Und man dann immer noch ändern können, wenn ihr es, ja, bessere Vorschläge habt. Überhaupt kein Thema. Gut, Schattendschungel. Warum ausgerechnet Schattendschungel? Weil es gibt hier ein Pokémon, das ich sehr, sehr gerne fangen und versuchen zu trainieren. Und zwar ein Pokémon, was es in, ich sag mal so, es gibt es nur im Mond, in Sonne gibt es ein Pendant dazu, was relativ ähnlich aussieht, aber trotzdem irgendwie komplett anders ist. So, es müsste eigentlich überall auftauchen. Aber leider zu einer Chance von 5%, was natürlich schon wenig ist. Animantis. Jetzt darf er mir das endlich fangen. Boah, will ich's auch. Ich würde sagen, Domi, entscheide du. Killen oder not killen? Er sagt killen. Ja, wenn Domi das sagt. Die Mantis können mit Prozentchancen 20. Okay, 20% Chance. Das geht eigentlich noch. Jetzt mal ganz kurz noch, bevor ich es vergesse. Botanium Z ausrüsten und gehen natürlich unserer Flugeule. Ne, wohl der Pflanzeneule. Yeah! Oh mein Gott. Z-Moves! Z-Moves. Aber eben Z-Moves ist das wirklich so. Ja. Oh, ein Kugelei. Das kommt auch nur zu 5%. Alter Schwede. Ja, was soll ich sagen? Genau, ist es wirklich das, wo man sagen kann, yeah, es ist der Nachfolger zu der Mega-Entwicklung. Es wird genauso beliebt und bekannt wie die Mega-Entwicklung. Ich bezweifle es immer noch. Warum? Ich werde dann später mal das ein bisschen gröber, sage jetzt mal das Thema ein bisschen gröber ausschlachten und so. Aber grundsätzlich kann man sagen, Mega-Entwicklung kannst du immer durchführen. Wieso? Weil es die höchste Priorität hat. Zu Beginn des Zuges, egal was der Gegner einsetzt, du kannst Mega-Entwicklung durchführen. Z-Attacke kannst du nicht immer unbedingt durchführen. Und deswegen. Und du kannst ohnehin pro Kampf, also pro Match eigentlich nur eine Z-Attacke ausführen. Wenn es sogar so gedacht ist, dass du pro Kampf nur eine Z-Attacke und eine Mega-Entwicklung ausführen kannst, also beides geht nicht. Mega-Entwicklung plus Z-Attacke sind nur eins von beiden pro Kampf. Dann muss man sich's echt gut überlegen, was man da, ja, den Vorrang gibt, sag ich jetzt mal. Z-Attacke. Die Ausführung sieht episch aus, frisst aber auch, generell von 3D ist natürlich Ressourcen, ganz klar. Und meistens wirkt es einfach zu übertrieben. Oftmals gar kein One-Hit-Kill. Vor allem, wenn der Gegner noch irgendwie Schutzschild und so weiter einsetzt. Ich meine, klar, es schwächt ihn trotzdem, klar. Schön, aber es killt ihn logischerweise nicht. Und nicht unbedingt. Und trotzdem ist ihn halt, ja, zum einen mal die Z-Attacke gebraucht für den Kampf. Wie gesagt, geht nur einmal. Und andererseits, was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist er mit einem Item-Slot futsch. Also ich würde echt sagen, Z-Attacke. Wenn man es finishen kann, die Gegner direkt, wenn man sich sagt, okay, jetzt brauchen wir einfach einen zum Finishen fertig, dann vielleicht genial. Ansonsten, ja. Ich weiß nicht, hey. Ich weiß echt nicht. Eben die Pose und so wird schon bei vielen irgendwie sagen, nee, er sieht lächerlich aus, lieber Mega-Entwicklung. Muss mal gucken, wa? So, Relaxo kriegt man ein bisschen viel Damage, wenn das mal so sagen darf. Ja, aufmachen sie einen Wickel drauf. Da hatte gerade schon, wenn sie halt noch irgendwie eine Attacke drauf hätten, die sie selber schwächen würde oder so. Weißt du auch nicht, ob sie verwirrt sind und so weiter und dann plötzlich down wäre. Wäre scheiße. Deswegen haben wir es jetzt mal kurz noch drin gelassen, Relaxo. Aber, direkt wieder wechseln. Auf den guten Domi soll einfach mal einen killen und du musst halt gucken, warten, bis er halt keinen mehr rufen kann. Das ist halt ein Nachteil in SOS-Kämpfen.
eigentliche Nachfolger zu den Hordenkämpfen aus Generation 5 und 6. Doch, bei 5 gab es auch sowas. Viele Doppelkämpfe war. Ich glaube, Horden gab es erst bei Gen 6. Ja, aber eben bei der ersten Generation, da konntest du immerhin entscheiden, war, wenn du halt Lockduft einsetzt, dann kommen die Horden, ansonsten nicht. Das war geil. Und hier ja Zitorb einsetzen kannst du sicher sein, dass es zu Hilfe ruft, aber eben du kannst nicht verhindern, dass sie es eben nicht tun. Und das ist doch scheiße zum Pokémon fangen. Naja. Müssen wir noch gucken, was so die Pokémon rein noch so für sich bereithält, nicht wahr? Ist eh noch irgendwie, also was heißt Theorie, es ist eigentlich schon bestellt, dass für die Nintendo Switch, nächste Konsole, soll es auch ein neues Pokémon-Spiel geben. Okay. Viele raten sogar, es wird irgendwie, ja, eine Art Spezialedition von Sonne und Mond, eine Art Pokémon Sterne oder Pokémon Star halt. Raten bereits viele, hätte ich auch nichts dagegen, ganz persönlich gesagt, also wäre sehr dafür. Ja, und das natürlich auch in den Remakes, war. Remakes, dann wäre es halt die 4. Gen. Falls überhaupt. Wären natürlich viele dafür, vor allem viele Fans. Ja, vielleicht dann wieder mal irgendwas mit der 1. Gen machen. Obwohl eher weniger. Bin jetzt ziemlich sicher nicht, weil jetzt vor allem mittlerweile ist auch das Update für Pokémon Bank schon raus. Und das heißt, man kann endlich Pokémon von Rot, Blau, Gelb, ja und Gelb, beziehungsweise natürlich Grün in Japan. Wenn man sich halt eine Virtual-Konsole gekauft hat, kann man es endlich auf Pokémon Bank transferieren und so in die 7. Gen nach Sonne und Mond bringen. Das ist ja sowieso krass. Ich glaube, jedes Pokémon aus Rot, Blau, Gelb hat mindestens 3D, also Maximum. Ja, und das Wesen wird zufällig bestimmt, genau die Fähigkeiten. Zwar auch, aber es gibt eine hohe Chance, die Versteckten haben. Also insofern, sag mal, Domi ist langsam gut. Ich kann jetzt bitte mal aufhören, verwirrt zu sein. Dankeschön. Der Gegner hat Domi nicht mehr im Wickel. Ja, schaut, dass er gerade ein bisschen hier hinzieht, wie ein alter Kaugummi. Was willst du machen, wa? Oh, was sind Feen? Haben wir was gegen Feen? Ja, natürlich ab Slimer. Und dann kann ich jede Fee sofort killen. Ich will eigentlich auch Domi trainieren und ja. Erstmal bist du erst raus. Oh, der scheiß Bitterkuss. Oh. Ja, Pokémon fangen, wenn die Bitterkuss einsetzen, dann noch SOS-Kämpfe spawnen. Ja, leck mich am Arsch. Oh, Gott sei Dank. So. Pokéball, flieg, flieg, yo. Wenn es sehr hoch ist, ja, wieso nicht? Wollen wir versuchen. Kurelei, I choose you. Wie gesagt, ja, nur 5% Chance und die Sonne aber es garantiert nicht. Oh. Muss ich vielleicht doch eher ein Dingsbums einsetzen, wa? Der Wickel, der sieht aus, als wäre es irgendwie ein Körperteil von Bu, ganz ehrlich. Tja, sind halt die Entwickler von Game Freak, sind halt auch Fans von Dragon Ball. Wer kann ihn verübeln? Schattendschungel, ne? Ist natürlich eigentlich ein dunkler Ort. Und offenbar dunkel genug. Und der Domi muss erstmal gepflegt werden. Ja, 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 ja. Kurelei. Kurelei, der Einzelgänger. Es ist ja, es ist ein Blumenkranz. Wofür nutzt man Blumenkränze? Das macht man eigentlich eher so bei Kindern, sprich vor allem Mädchen. Damit sie irgendwie eine Blumenprinzessin sind, wa? Das heißt, bereits erwähnt, fangen sie an hier
Auch wenn es irgendwie doofe Spitznamen sind oder nicht sehr einfallsreich, will er sie trotzdem bereits verteilen. Ah, es ist so klein, der alte 3DS. Princess, so. Mit 2 S? Ja, mit Stimmen. Erstmal ganz kurz den Bericht angucken. Was könnte es denn, wa? Es ist relativ schnell. Hohe Spezialverteidigung, hohe Verteidigung. Ein Tank vielleicht. Heilwandel. Was? Ermöglicht einen Erschlag mit Attacken, welche die Kabel des Anwenders direkt regeln. Aha. Synthese und so weiter. Das kann man eigentlich gut gebrauchen. Also kann auch in Kombination mit Fokusgurt und so. Du kannst sicher sein, okay, in diesem Zug überlebe ich. Dann machst du irgendwie einen Boost oder greifst dann und so. Oder legst Stachel aus, machst Toxin, whatever. Und nachher halt, im zweiten Zug, dann geht's ins Eingemachte. Also zuerst natürlich wieder heilen, wenn du schon geboostet bist. Reicht ja auch irgendwie kein Prio-Move. Ah, da wäre natürlich die Frage, wa? Gegen Ruckzuck-Hit zum Beispiel. Oder Wasserdüse und so. Müssen man gucken, was denn da schneller wäre. So, immerhin ein Pokémon, schön. Ich will aber eigentlich noch ein ganz anderes. Komm herbei. Ja, Imantis, du bist natürlich auch cool. Gar keine Frage, wir gar nicht diskutieren. Aber dich suche ich nicht. Ich bin hier eigentlich... Ja, es dürfte überhaupt gar kein Problem sein bezüglich dem Pokémon, was ich hier suche. Ich bin noch im südlichen Bereich. Es sind auch 5%, da ist immer so eine Frage. Aber erstmal darf sich Domi entwickeln. So zur Vorfreude. Scheiße. Was gäbe es denn ja sonst noch? Mobile gibt es noch. Okay. Safcon, uninteressant. Paras vielleicht. Ich bin Imantis und ich will, dass du mich fängst. Domi sagt. Oh. Na, Verwurzlerin hat vielleicht ein bisschen zu viel. Dann nehme ich... Nein, nicht Nest! Nein, nein, ich wollte eigentlich den Netzball. Ja, warum? Geht ja auch so. Ein Mantis wurde gefangen. Yes. Und Domi entwickelt sich ja doch noch. Haben wir im Prinzip in diesem Part bereits 3 neue Pokémon. Das ist mehr als in den letzten 10 Folgen gemeinsam. Yeah, Mann! Domi! Choshinka! Tukanon. Ein Pokémon mit einem Leuchtschnabel. Ja. Ja, dann machen wir Roto. Eintrag in den Pokédex. Tukanon! Der Name geht. Aussehen von der Person noch scheiße. Also mit leuchtenden Schnabels auch. Und was aber ganz doof ist, Leute, wir sehen es gleich. Es kann bei einem Gas in seinem Schnabel explodieren, um Samen zu verschießen. Selbst große Fels kann es damit zerstören. Ja, offenbar kann es irgendwie sogar Kugelsaaten so Attacken erlernen. Also, es ist zum Move-Pool her eigentlich noch cool. Was ist das Problem? Problem sehen wir vielleicht gleich. Kommt drauf an. Guckt mal. Angriff hoch, geil. KP auch gut. Verteidigung, Spezial. Kann vergessen, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unwichtig, aber schaut mal auf die Initiative. Es ist langsamer geworden. Oh, Menno.
Es hat zu wenig Verteidigung für einen Tank. Es ist langsam für einen Sweeper, also für einen Angriff. Ja, toll, was soll man mit so einem Vieh machen? Immer eine Schnabelkanone ist natürlich eine coole Attacke. Jetzt sind wir allein Verbrennungen. Ist halt eine 2-Runden-Attacke, wa? Wenn währenddessen ein Pokémon mich direkt berührt, wa? Also physisch. Zum Beispiel Kratzer, Ruckzuck-Hieb, etwas in der Richtung. Problem ist, überlebt so ein Tuken noch eine zweite Runde, weil je nachdem kann es sein, dass man der Gegner zweimal angreifen, vorüber eine Schnabelkanone einsetzen kann. Und das ist natürlich auch peinlich, also mach's einfach mal so, aber... Tukanon, glaube ich, der erste Vogel seit Noctua der zweiten Gen, der mich persönlich als... Ja, man kann es eigentlich als Generationsvogel bezeichnen, weil bisher in jeder Generation gab es den ersten 10 oder 15 Einträge des Pokédex, also in den ersten 15 Zahlen, sag ich jetzt mal, gab es immer ein Vogeltrio oder Duo, wie auch immer, das eigentlich relativ cool war, das man auch gut einsetzen konnte. Gut, die erste Generation natürlich, da hatten wir Taubsi, Tauboga, Tauber, sahen episch aus. Attacken zu spät, die guten gelernt und die Werte auch immer ein bisschen doof. Jetzt mittlerweile Mega-Entwicklung schon ein bisschen was anderes. Zweite Generation bereits erwähnt, Noctua auch nicht so mein Fall. Auch Attackenauswahl sehr cool mit Psycho und Psychoattacken vor allem, also Konfusion zum Beispiel. Aber, naja, die Werte. Und seitdem eigentlich immer ein cooler Vogel, war. Leg gerade mal. Schwalbos, Staraptor, Fassasnob, Fiaro, ja Fiaro sowieso, der Kill schlechthin. So. Es entwickelt sich ja. Ah. Ja. Auch das wieder ein Name, der nicht sehr einfallsreich ist, aber wegen Solarbladen ist er gerade so, ja, warum nicht Blade? Oder Blader. Ah, ist ja weiblich, wa? Na, machen wir Blade. Gebe ich Ihnen Spitznamen Blade in eine PC-Box, 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 ja, das ist die PC-Box. Ich fühle mich ja so boxt. So. Du mit wie erwähnt. Für mich persönlich, fürs Erste, wird es in die Box geschickt, weil, wie bereits erwähnt, ich kann es eigentlich kaum gebrauchen. Und ich wüsste nicht, wofür jetzt das noch großartig trainieren kann und soll und deswegen... Traurig aber doch war. Ich setze mal jetzt ganz langsam nach vorne. Warum langsam? Aus dem Grund, weil ich mit Domi immerhin noch die Attacke einsetzen will. Wir haben es bereits gesehen. Also Schnabelkanone, gesehen, voll übertrieben, aber... Wir haben gesehen, dass er gelernt hat. Und jetzt will ich noch sehen, was er überhaupt drauf hat, wie es aussieht. Noch Nimantis. Wird's nicht zu meinem gewünschten Pokémon, war? Ah, das Seitenprofil. So. Das hier ist zwar physisch, aber es ist keine körperbetonte Attacke. Das ist ein Unterschied, deswegen keine Verbrennung. Wie erwähnt, es ist eine coole Attacke. Je nachdem, was man noch aus Tukanon rausholen kann. Aber in Fähigkeiten und EV-Training etc. kommt es vielleicht wieder. Ansonsten, ja, wird es vielleicht auch in der Box verschmoren. Schon seltsam, weil Manimantis taucht nur mit 20% auf. Die anderen 20% Pokémon mit Trompe oder Paras, die haben auch eine Erscheinungschance von 20%. Von denen sicher gerade wenig. Dann für Zeit eigentlich wieder, ja, der Part ist eigentlich bald wieder vorbei, aber komm schon! Ich will das scheiß Pokémon. Der Aufmacht taucht überall mit 5% auf, sonst muss ich recht Jowski noch suchen. Pinsir? Hä? Ich hab die Liste verrutscht. Wo kommt doch ein Pinsir her? Hä? Ich hab Pinsir hier nicht in der Liste. Was zum Henker? Ah, doch, hier, jetzt hab ich's. Entschuldigung, war gerade irgendwie verrutscht. 10%. Ist auch nicht gerade wenig. Kann man auch fangen.
Vielleicht erstmal Relaxo heilen. Scheiße. Relaxo jetzt noch ein bisschen durch? Nö. Relaxo. Ja. Domi, ich hose you. Erstmal Relaxo heilen. Ja gut, ich meine, trotz allem, wir haben in diesem Part 4 neue Pokédex-Einträge, wenn man so sehen will. Also, es ist schon viel. Sagen wir mal, hier. Der Beleber für Relaxo. Ja, komm, trotzdem, wir machen jetzt noch ein bisschen Überlänge. Und ich hätte jetzt trotzdem gerne das andere Pokémon gesehen. Das heißt, hier ein bisschen Überlänge, 2-3 Minuten wohl noch, wa? Und dann mal gucken. Vergeltung. Domi, wie es auf da. Das ist echt so ein Seitenprofil einfach da steht. Komm nur, komm nur. Los, Relaxo! Was? Ein Pinsel mit Herz? Ja, aber auch noch nie gesehen. Das ist mir neu. Oh, Gütigott. Ja, leck mich am Schöpli. Ja, das kann dauern. Nein, das hätte... Das... Okay, der Rest des Parts brauchen wir... Da bringen wir damit Pinsir zu... ja, fangen. Wobei ich auch noch ein Nestball war, von dem her... Netzball, nicht Nestball. Netzball. So, aber gesagt, ich suche ein bisschen das Pokémon. Ich sag ihm noch nicht, welches es ist. Nee, es will noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Ja, leck mich am Arsch. Geht's dir eigentlich noch gut, oder was? Nee, aus! Er sagt au! Aua, aber gesagt. Ja, logisch. Es härtet sich zu Tode. Und das war's mit Relaxo schon wieder. Und da kommt der Domi herbei. Mit Angst, wenn ich irgendwie Superschall einsetze. Och nö, nicht dein Ernst, Alter. Ja, puh, Gott sei Dank. Ja. Ich würde sagen, Flieg und Sieg und so. Boah. Ah, das war schnell. Geowurf. Was hat's für ein Level? Boah. Netzball, flieg, flieg. Yo. Du. Einmal. Zweimal. Dreimal. Yes. Pinsir wurde gecatcht. Let's catch him all. Die Reihe geht weiter. Pinsir, das Verarschen-Pokémon. Es beherrscht Härtner. Lola ist Donarion sein größter Rivale. Es ist männlich, okay. Ja, auch das wird ziemlich einfallslos, aber es passt halt so gut. Lalalala, in eine PC-Box. Ja, da wird's hingeschickt in die PC-Box. Wie Domi aussieht. Wie sich einfach rotzfrech bedienen lässt, wa? Ich hab's verdient. Ja, yeah, Mann! Ah, die Augen, ey. Voll blau und verlaufen. Ja, yeah, Mann! Ihr seht zwar schlecht, aber es hat gut geschmeckt. Blub.
Ach ja, Freunde, 5 Minuten sind bereits um, wa? Was mache ich jetzt noch? Gehe mal ganz kurz durchwaschen quasi. Was ich noch mache, hier mit Arboretus noch einen Z-Move zeigen. Ich bin glaube wieder mal... Ja, das schreiben wir das für den nächsten Part auf, wo wir noch ein bisschen was haben. Ob das Pokémon bis dahin kommt, ist ja eh so eine Frage. Oh, immerhin mal ein Paras, war ist ja auch was. Paras kommt hier zu 30% immerhin. Okay. 3 Versuche insgesamt. Jetzt kommt die Nummer 1. Nachher glaube ich rechnen wir Source offscreen, wenn ich es gefunden habe, schalte ich da ein. Es ist ein Paras. Nach der 1 kommt die 2. Oh mein Gott, er kann auf 2 zählen. Habe ich auch schon. Und zum Schluss natürlich noch die Nummer 3. Und... Nein. Schade, schade. Heute wohl sind es so sein, Freunde. Vielleicht beim nächsten Mal, wa? Übrigens, Paras sehe ich gerade, gibt es hier auch nur... Ne, warte mal, stimmt gar nicht. Ach so, nur tagsüber, ja. Nachts wäre es halt ein anderes Pokémon. So ist das ja hier. Ja, wenn wir Glück haben, nächste Part startet dann bereits mit dem Pokémon, das ich hier unbedingt fangen will. Und wenn ich Pech habe, dann bin ich traurig, verziehe mich in eine Palme und wedel mir einen ab. Nee, wedel mir einen ab, Quatsch. Ja, geht halt direkt weiter, machen uns auf Richtung Süden, packen Dom in die Box und gucken mal nach einem neuen Teammitglied. Und Relax wird sich auch bald folgen und ja, jetzt ist mal Zeit für neue Teammitglieder. In dem Sinne, mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Sonne und Mond. Hoffentlich mit dem besonderen, seltenen Pokémon. Ciao zusammen.